Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Folge von Kamei, Luxemburgs Finest Metal Podcast, wieder auf Deutsch, so wie sich das gehört. Und ich freue mich, heute habe ich wieder einen Gast, auch wenn wir sehr weit entfernt sind, ist es, als ob man nebeneinander stehen, so wie der Gero gerade eben gemeint hat, Gitarrist hinter der Band Grech. Ja, herzlich willkommen an dich und danke, dass du dir Zeit genommen hast, ne, für dieses Interview, sagen wir mal so. Und Ja, sehr gerne. immer gerne. Ich meine, ich bin immer offen für neue Bands und Bands, die mir halt auf den ersten Sinn so direkt gefallen und auch noch dieser, ja, keine Ahnung, das war so eine Symbiose, die sich da, also ich hatte euch ja auf dem Rotten Stones Festival kennengelernt und das war ja schon eine geile Show, sage ich mal einfach vorweg. Ach, danke, vielen Dank. Das war richtig krass, Location, klar, die hat natürlich geholfen, gell, für so ein Ding. Ja. Und ja, da wollten wir mal von dir wissen, jetzt vom Gero halt, die ganze Idee hinter Grech. Wie würdest du jemanden, der Grech nicht kennt, wie würdest du das beschreiben als Musiker jetzt und was ihr so macht? Oh, danke dir erstmal hier für das Interview, für die Einladung und ups, jetzt habe ich gegen Mikro gehauen. Alles gut, das passiert. Ja, wie soll ich das jetzt in kurze paar Wörter erklären, auch diese Kunst auch den Leuten auch schmackhaft machen. Also das ist gegen 22 als eine One-Man-Project gestartet. Da fing ich auch an, zum ersten Mal mir Gitarre beizubringen, muss ich sagen. Also das hat mich super umgehauen und es gibt mir ziemlich sehr viel Gitarre spielen. Ja, ich habe mir das beziehungsweise selber beigebracht. So schwer jetzt war es das nicht, denn ich habe ja schon 15 Jahre Basserfahrung. Das hilft natürlich, gell? Das klar. hilft, aber es ist total was anderes und es hat Das ist mich wahr. so begeistert, dass ich dann, ich sag mal, jeden Tag mehrere Stunden da trainiere, übe und so weiter und so fort. Ja, und so, ich sag mal, mit den ersten Riffen sind so ein paar Sachen entstanden und dann war das erstmal so eine Sludge-Dumm-Geschichte und dann ging es mehr so Richtung Death Metal und Doom und ein bisschen vielleicht auch Black Metal Riffe Ja. drin oder Atmosphären oder Passagen, sage ich mal. Und naja, und jetzt, wo ich, sage ich mal, besser geworden bin, auch im Gitarre spielen und Song schreiben, ist es schon, wenn man sich dann letztendlich alles anhört, ist es schon so eine Art Black Death Metal, aber ja, ich sag mal, auf meine Art und Weise gespielt, ja. Klar. Ja gut, es ist nie einfach, als Musiker selber wie kann ich dir jetzt beschreiben, was ich jetzt machen tue? Das Einfachste wäre, hört euch die Sache an. Das wäre Ja. das Einfachste, klar. Ja, genau. Und, Also vielleicht wäre es auch interessant zu erwähnen, also wir haben tatsächlich nur ein Saiteninstrument, das ist halt nur die Gitarre. Klar, Schlagzeug ist da und noch die Stimme vom Sänger. Ja, und den Gitarrensignal, den splitte ich nochmal weiter und wandle ihn in ein Basssignal. Und ja, das war auch eine monatelange Zeit von Experimentieren und Ausprobieren, Gear ausprobieren vor allem und auch so zu ja, diesem klar. guten Balance zwischen Gitarre und Bass auch zu finden, auch so von den Einstellungen. Ja, das hat letztendlich geklappt und ja, das macht Spaß. Wir haben uns alle dran gewöhnt und wir wollen es nicht missen. Ja, also ich kann es wieder nur wiederholen. Ich meine, klar, wir werden noch mal ein bisschen später jetzt im Interview mal ein bisschen über das Rotten Stones Festival, was ja in Gerne. Luxemburg jetzt mittlerweile schon ein standfester Begriff ist, habt ihr ja jetzt dieses Jahr gespielt und da war ich ja auch, sag ich mal, der Glückliche, der das dann auch gesehen hat. Ich war frühzeitig da, bevor das Unwetter losging. Das war ja eine Riesensauerei. Das war heftig. Und sagen wir mal so, du hast es ja erwähnt, ihr seid nur zu 3 und gibt effektiv nur ein Seiteninstrument. Das ist mir natürlich auch als selber Gitarrist aufgefallen und hat mich jetzt so direkt natürlich auch nicht gestört, weil ich trotzdem empfinde, dass die Musik ist sowas von, ja, wie soll ich das sagen? Heavy ist klar, ist zu einfach, der Ausdruck, aber ist sowas gewaltig irgendwie. So ein richtiger, so eine Erdrückung an Sound, aber in einer guten Weise, sag ich jetzt mal so. Ja, freut mich, dass du so siehst. Ja, es ist tatsächlich so. Es ist auch die Absicht gewesen. Aber es ist auch so, wie soll ich das sagen? Also es spielen sehr viel die Einflüsse von mir, aber auch von Martin am Gesang und Mone auch am Schlagzeug. Also Martin kommt zum Beispiel
sehr viel von der Death Metal, aber eigentlich noch viel, viel mehr von der Black Metal Szene. Da hört man ihn aber raus, in den Und das hört Vocals, man gell, raus trotzdem. und auch Ja, der ja, Gesang. ja. Also ich habe eigentlich so eine Art von Gesang wenig geplant gehabt. Ehrlich gesagt wusste ich nicht. Ich habe alles Mögliche ausprobiert, als ich die Band auch zusammengesetzt habe. Und das Schlagzeug von Mone, das passt ganz gut, weil wir haben endlich einen Background. Da kommt halt sehr viel, sage ich mal, von Rock, Punkrock, Hardcore, vielleicht Stoner auch noch so. Und Ja. das ist ja noch so ein bisschen dabei. Mhm. Und Mone und ich, sage ich mal, wir fuchsen uns in Metal rein, ja. Also wir lernen das noch und du siehst ja auch, dass da so bestimmte Muster von Hardcore, von Auf jeden Punkrock, Fall, das von hörst du Stoner raus. noch Ja, ja, irgendwie ja. so dabei sind. Ähm, und ja, das tut dem Ganzen auch gut. Also der ganze Songaufbau ist vielleicht auch nicht typisch Metal, aber sonst alles andere ist Metal und so entsteht dann halt irgendwas. Aber Mhm. ja, halb, halb. Also zum Teil war das eine Absicht, zum Teil war das einfach ja, irgendwas, was einfach Zufall, entstanden sowas. Ja, ist, ja. also ein glücklicher Zufall, sagen wir es mal so. Ja, Man kann es natürlich, könnte man sagen, ja. könnte man sagen. Ja, gut, also um jetzt nochmal auf diese ganze Atmosphäre, wo Grech da aufwirbelt. Wie gesagt, die Szene und die Location hatte natürlich sehr trotzdem einen Impact und hat euch natürlich wahrscheinlich auch noch mehr motiviert. Aber ich fand es dann ebenso interessanter, du hast es gesagt, man findet so halt so einzelne Elemente ja wieder in euren Songs, aber trotzdem hört es sich, ja, für mich war das wichtig, erfrischend anders an. Weißt du, Ja, so, du kennst diese klassischen ja, Doom-Giganten, ja, 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 Doom-Metal-Giganten, ja. weißt du, und ich würde euch jetzt, also als ich die Bezeichnung über euch gelesen hat und halt natürlich meine Recherchen gemacht habe, also Sludge Metal, Black and Doom, war ich, naja, das ist ja auch nicht falsch, aber ganz richtig ist das auch nicht. Man könnte da, glaube ich, stundenlang drüber streiten, aber ist ja auch eigentlich unwichtig. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, was er macht, sagen wir mal so. Ne? Vielen Dank. Und ja, wenn wir jetzt schon dabei sind, ich meine, ja, 2022 hast du gesagt, hat es angefangen und da gab es ja auch schon einige Singles und EPs. Und jetzt auch die letzte Single, wo ich jetzt mal so, ich glaube, die habt ihr auch auf dem Festival gespielt, die Genau. Illusionals, Ja, ja, ja. Das ist ja sowas von ein fettes Brett, ey, das geht ja ab. Vielen Dank. Das ja gut, ich find's halt nur geil, weil die meisten in der Metal-Szene, weißt du, oder sehr viele halt, es muss schnell sein, es muss dreckig klingen und so ein Mittempo-Beat ist halt nicht jedermanns Sache, gell? Muss ich sagen. Aber das ist hier eigentlich ganz egal. Ja, es Ganz ist, einfach gesagt. ja, es ist unterschiedlich. Also es gibt noch ein paar Songs, die hoffentlich dieses Jahr oder vielleicht Anfang nächstes Jahres noch rauskommen. Die sind halt wiederum anders und ja, die sind vielleicht auch mit Tempo, die werden auch schneller. Keine Ahnung, wir experimentieren auch sehr viel mit der Zeit. Manchmal geht es wirklich um ein BPM. Ja, gut, Aber, macht und viel aus, ne? Ja, aber es muss halt manchmal so einen bestimmten ja, Gefühl haben, müssen sich alle wohlfühlen. Und ja, keine Ahnung, es gibt auch der eine, ja, also für mich ist der schnell, der aktuell rausgekommen ist, der Chain Toads, der ist glaube ich 155 BPM. Also ist schon schnell, aber es gibt auch ein paar schneller, aber das hörst du dann nicht, weil das halt entsprechend anders gespielt wird oder Auf so. jeden Fall. Ja. Wie würdest du denn jetzt, sag ich mal so, ihr als Trio jetzt in der, sag ich mal, lokalen Karlsruher Szene, da ist ja das, wo ihr jetzt, sag ich mal, alle plus minus her seid, ne? Wie sieht's denn bei euch lokal aus? Mit Underground-Bands gibt's ja in Massen. Ist da so eine Szene, die lebt, sieht man, dass da Bands entstehen und wo findet halt Krech seinen Platz in diesem Ganzen? Also ich sag mal schon, es gibt schon zwei Lager. Du hast, also in Karlsruher Raum hast du schon so 2, 3 Bands, die schon durch entsprechende Qualität und auch Kontakte und Labels schon sehr bekannt geworden sind in den letzten paar Jahren oder auch schon seit langem auch bekannt sind, ja. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe jetzt mit denen nicht so viel Kontakt, klar, also jederzeit, man kann mich gerne mal auf Kaffeekuchen einladen, würde ich mich gerne austauschen.
Und dann hast du so ein bisschen diesen anderen Lager, wo also, diese klassische Proberaumszene, sage ich mal. Du hast ja auch noch 1, 2 Locations, wo die Leute sich begegnen können und so weiter. Aber ja, es ist eine Szene da, aber ich denke mal, in Karlsruhe ist sehr viel die Richtung Punkrock oder Garage vertreten. Dann hast du dann noch ein bisschen Doom, Stoner und so. Langsam gibt es jetzt mehr und mehr Metal-Bands, Black Metal-Bands, Deathcore-Bands. Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einer Szene an, die auf jeden Fall wächst. Und das ist ja schon mal gut, sagen wir mal ganz einfach, wie es ist. Und ich glaube, da gibst du mir auch recht. Ich hatte letztens noch ein Interview mit einem Kumpel aus Österreich, der auch in einer Post-Metal-Band spielt. Und man sieht halt so ein Phänomen generell überall in Europa. Da ist, warum auch immer, aber in den letzten Jahren hat die Metal-Musik und auch neue Musiker sowas von alle Bock, und irgendwie kommt da aus dem kleinsten Loch irgendwo entsteht eine Band mit saucoolen Ideen und auf jeden Fall auch mehr oder weniger anders als das, was bisher da war. Das finde ich auf jeden Fall immer interessant. Und da würde ich auch zum Beispiel jetzt einfach mal vom Gefühl ja auch Grech mit reinpacken. Ja gut, ich habe es ja vorhin dir schon gesagt, ich wusste bis vor unserem ersten Gespräch jetzt nicht, wie man das Ding überhaupt aussprechen tut. Da wollte ich dich nochmal fragen, was bedeutet Grech eigentlich an sich? Hat das eine Bedeutung? Ja, also wie man es vielleicht auch ein bisschen an meinem Akzent hört, komme ich aus Makedonien, was mittlerweile Nordmakedonien heißt. Für etwas älteren Leute von hier vielleicht von den Zuhörern, die mein Alter sind vielleicht, ist das Europa, also alt bist du auch jetzt nicht. Ne? Eine Republik im ehemaligen Jugoslawien ist es gewesen. Genau, es kommt jetzt, sage ich mal, von meiner Jugend, sage ich mal, bevor ich nach Deutschland gekommen bin. Also ich bin ja sehr orthodox erzogen worden und gottesehrfürchtig, was ich mittlerweile nicht mehr bin, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Witzig. Ja gut, das habe ich noch nie gesagt. Jetzt hast du es gesagt. Und Gott sei Dank ist sogar richtig in dem Fall, ja. Ich musste erstmal Gott erfahren, um zu verstehen, dass man tatsächlich keinen Gott und Glaube braucht. Aber es ist noch meine Meinung. Klar. Ja, genau. Und bei diesem ehrfürchtigen Volk oder bei diesem, überall, wo es orthodoxen Glaube gibt, gibt es den Wort Grech. Und das bedeutet sowas wie Todsünde, ja. Also, also sogar noch schlimmer als Todsünde. Also es gibt da mehrere Arten von Sünden. Ja, und der Grech ist eine davon. Und in die Regionen, wo es orthodoxen Glaube gibt, wenn man das Wort Grech sagt, dann haben die Leute Angst, gar Ehrfurcht davor. Das wäre jetzt meine Beschreibung gewesen. Ich suchte jetzt gerade eben nach einem Wort, aber du hast gerade gesagt, so ehrfürchtig, also so richtig so, oh je, da kommt irgendwas Böses. Das finde ich halt eine gute Message bei euch dreien, weil das passt dann irgendwie voll wie die Faust aufs Auge. Als Bezeichnung für die Musik, wo er macht, ne, auf jeden Fall. Aber eine coole Background-Story, ganz, ganz cool. Da wäre ich jetzt auf jeden Fall nicht zugegangen. Also, was haben wir noch? Ihr seid ja jetzt schon, sagen wir mal, werden bald 2 komplette Jahre, wo die Band halt und auch als Musiker sich neu entdecken und schreiben und pipapo. Und dann ist natürlich meine Frage, die erste Frage, wo ich hatte, als ich euch live gesehen habe, war: Wie um Gottes Willen seid ihr nach Luxemburg gekommen? Hey, was war das für Connections? Wie hat der Wind da geweht, ne? Ich habe das, glaube ich, in Luxemburg den einen oder anderen Bierlaune vielleicht schon verraten, hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Und dann verrate ich jetzt euren Zuhörer. Naja, als ich 2022 Grech zum ersten Mal gegründet habe, war das mein Ein-Mann-Projekt und ich wollte einfach nur aufnehmen und recorden und irgendwie releasen und mit dem ganzen Drumherum mich beschäftigen, und das war's. Nicht mehr live spielen. Und ich muss sagen, da habe ich auch keine Ahnung von Metal wirklich gehabt. Irgendwie in der 90er bisschen Ahnung von Metal, mir ein bisschen die gängigen Sachen mal angehört, was so in MTV lief, und dann dazwischen habe ich halt andere Musikrichtungen gemacht. Und je mehr ich mich reingefuchst habe, je mehr ich mit den lokalen, regionalen Szenen
mich informiert habe oder auf Konzerte mit Leuten gesprochen haben. Ich kann mich erinnern, mittlerweile weiß ich, wer das ist, denn wir waren zum Beispiel in Karlsruhe im P8, haben uns Amen Ra angehört. Geil, ja. Dann habe ich im Dunkeln den Schlagzeuger von Cold Spine getroffen, aber damals habe ich ihn nicht mit seinem Dialekt verstanden. Dann hat er gemeint, in Luxemburg gibt's das Rotten Stones Festival, guckst dir an, da könnt ihr bestimmt spielen. Das, was du machst, da wird gut ankommen. Ach, glaube ich nicht. Genau, und dann habe ich mir das da damals angeguckt und das hat mich umgehauen. Dann habe ich gemerkt, so wow, also diese Metal-Szene ist so supportive, also sie unterstützt gerne Musiker und auch Mitmusiker oder Musikkollektoren oder was auch immer, Metal-Musikliebhaber. Das habe ich noch bis jetzt tatsächlich in keiner Szene, sage ich mal, wo ich Musik gemacht habe, so stark, so intensiv bemerkt. Und ich so, okay, ich glaube, das ist ich glaube, ich sollte vielleicht doch live spielen, weil Bock hätte ich schon, da zu spielen, in dieser Höhle da, in diesen Steinen, denn ich bin ja gerne im Wald, ich wandere gerne und ich mag gerne schattig und kalt und irgendwie habe ich gemeint, boah, das ist das. Ja, genau, und das war, wenn man das jetzt so sehen möchte oder hören möchte, ja, also Rotten Stones Festival, es war schon irgendwo auch der Grund, wo ich gesagt habe, okay, jetzt suche ich noch Mitmusiker und das wird jetzt mein Ziel sein. Ich wusste, dass das nicht gleich geht, ich wusste, dass ich erstmal ein paar Clubs spielen muss und so weiter und klar. Aufmerksamkeit ein bisschen zu Crowd bekommen, halt bis nach liefern Luxemburg. Genau. Und da ist so ein erster Meilenstein da erreicht worden. Und der kam tatsächlich ganz gut an. Also hat mich tatsächlich sehr gefreut. Und dann auch Martin und Mone hat es mega gefreut. Wir haben tagelang danach nochmal drüber gesprochen und dann zurückreflektiert und uns gefreut auf jeden Moment. Ja. Also ich habe jetzt vielleicht vergessen zu erwähnen für die Leute jetzt im deutschsprachigen Raum, die jetzt keinen Plan haben, was das Rotten Stones Festival ist. Das hat man ganz vergessen. Also das Rotten Stones ist ein Festival, das gibt's noch jetzt nicht allzu lange, meines Wissens nach, aber ich könnte mich irren. Da müsste ich einen Kollege, den Ben, fragen, den Rossi, der ist ja auch damit drinne. Auf jeden Fall, das ist ein Festival, man könnte sich das so vorstellen, wie du schon gesagt hast, in so einem verlassenen, Pseudo-Amphitheater im Wald, aber in einer Höhle, die aber keine ist. Also in den Steinen richtig, das ist schon urgewaltig und war auch mein erstes Mal, obwohl ich ja schon auch Jahre in Luxemburg in der Metal-Szene unterwegs bin, aber naja, man kann nicht immer überall sein, ne? Und da haben halt die Jungs auch von Krähe gespielt und da habe ich sie auch kennengelernt. Und du hast es ja gesagt, das kam gut an und ich finde es auch saustark, dass das so ein Ziel von dir war. Also dann hier bei uns hier in dem kleinen Dings hier im Rotten Stone zu spielen, da finde ich einfach nur phänomenal und auch irgendwie genial. So ein genialer Streich, so, ich will auf dem Rotten Stone spielen. Die meisten wollen nach Wacken. Nein, vielleicht irgendwann mal auch, sehr gerne. Wacken, ruf mich an. Warum nicht? Hat mich irgendwie, fand ich sehr sympathisch, hat mich umgehauen und das war so ein Ziel und es hat ja etwa so ein Jahr oder ein bisschen länger gedauert, genau. Weil wir müssen erstmal ein Set aufbauen, so war das so gegen Ende 22 einfach, ein Set aufbauen. Während wir das Set aufgebaut haben, habe ich Booking gemacht und also live sind wir, ehrlich gesagt, seit 23. September sind wir live unterwegs und das ist schon krass, ey. Ja, und haben schon 25 Konzerte gespielt. Da sage ich nur Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich echt nicht gedacht. Also ich will jetzt auch nicht Zahlen angeben, aber ich hätte nicht gedacht, dass das cool ist, was wir da machen oder so. Also auf jeden Fall, ich glaube, ich kann für die Leute reden, die natürlich, ich kann jetzt nur von dem einen Konzert hier reden. Ich glaube, wenn wir das Interview jetzt noch mal in, sage ich mal, 2-3 Jahren machen, da ist wahrscheinlich noch viel mehr von Grech zu erwähnen als bis jetzt. Da sind wir uns ja schon einig. Nur vor Ort ist mir nach eurem Auftritt war halt die Leute, die ich kannte oder so oder in dem Sinne, die euch nicht kannten, waren halt hin und weg, weil es halt total auch, keine Ahnung, das war so der Traumstage für so eine Band wie Grech, um das ganze Ding
richtig zu repräsentieren und dann auch vorzutragen. Also das war schon, das war schon geil. Ne? Also für die Leute, die noch nicht in Luxemburg fahren, das ist auf jeden Fall ein Ziel für nächstes Jahr, sage ich mir jetzt einfach so raus. Okay, da bist du wieder. Okay, man muss auch der ganzen Crew von Rotten Stones auch danken. Also diese Bühne war tatsächlich sehr gut aufgebaut, die Technik war tipptopp. Die Techniker, obwohl es auch mal technische Schwierigkeiten während des Sets gab, ich glaube, die Zuhörer haben es nicht mitbekommen, wir aber schon, haben die das echt reparieren können. Und man muss sich auch jetzt als Musiker vorstellen, du spielst schon in einer Höhle und es tropft Wasser von oben die ganze Zeit. Ja. Also es ist rutschig und so weiter. Also ich musste schon 2-3 Mal ausbalancieren, um nicht auf den Arsch zu fallen. Also, ich habe nur euren Drummer gesehen, ey, der war klitschnass, ey. Ja, wir waren auch alle nass. Ja, alle nass, ja. Ich musste schon um Pfützen umgehen und hatte Todesangst um den Gitarrenverstärker, nicht, dass da Wasser reinkommt und ich krieg Stromschlag oder so. Ja, nee, gut, aber war tatsächlich ganz gut und auch mit dem Nebel, mit dem ganzen Lichter und die Pyrotechnik, also echt Respekt, haben die sehr gut hingekriegt. Also, machen wir nochmal einen Shoutout an die Rotten Stones Gang. Die wissen genau, wie man gute Festivals organisiert, sagen wir mal einfach so. Ich hätte noch eine Frage an dich, punkto Album. Ihr hattet ja auf den Social Medias in den letzten Monaten so ein bisschen was preisgegeben, da jetzt da ein Album vor der Tür irgendwo stehen würde. Was könntest du denn bereits übers Album so erwähnen? Wo geht die Reise hin? Das Album, sage ich mal, befindet sich so in den letzten Zügen, das könnte ich mal verraten. Es wird Dysphoric Devotion heißen. Also, kurz erklärt, geht es da um meine Neigung zu Dingen, die mich unglücklich oder zu Depressionen bringen. Es geht aber letztendlich um die Neigung und die wird ja in den ganzen Songs auch beschrieben. Da drauf werden nochmal online, also zum Streaming werden es mit insgesamt die letzten 3 Songs werden es dann 6. Und wir arbeiten gerade an einem Design für eine CD und eine Kassette. Und auf der Kassette werden das dann 8. Also auf den physischen Produkten, sage ich mal, wird es statt 6 2 Bonus-Songs mehr drauf geben. Genau, und das ist das. Und ich bin gerade dabei, mit einem lokalen Label das abzustimmen. Hört sich vielversprechend an. Was als nächstes kommt. Ja, also mir ist die Nähe zu Karlsruhe doch irgendwie wichtig. Klar. Ich war über 18 Jahre in NRW und jetzt bin ich so 2019 dann hierher gekommen und habe mich, ich sag mal, in meine alte Heimat wieder verliebt und es ist nicht hier alles offensichtlich leicht zu finden, aber wenn man sucht, findet man auch die richtigen Leute und jetzt haben wir auch einen ganz neuen Label hier und ich hoffe, es sah gut aus letztens, als wir getroffen haben, dass es auch klappt. Wir haben ja zumindest ein paar Bier getrunken und uns gut unterhalten. Das war ja schon mal ein Win-Win. Und einen Handschlag gegeben. Genau. Und aber schauen wir mal weiter. Es gibt auch andere Angebote, aber höchstwahrscheinlich wird ein regionaler Metal-Label sein. Das hört sich ja schon mal fein an. Genau. Dann, ich habe schon bereits meine Fragen durch. Also, da ist ja schon jetzt jede Menge, haben wir jetzt gesprochen über Grech und was ihr so macht und wo die Reise hingeht. Ich würde mich einfach jetzt mal hier an dieser Stelle erstmal nochmal an dich und an die Band bedanken für, dass wir das jetzt zusammen machen konnten jetzt. Sehr gerne. Für die Leute draußen, ich werde es auf jeden Fall teilen und macht auf jeden Fall klar, dass er bei Grech unter Bandcamp, ich glaube, das wäre das Logischste für euch, aber das werde ich alles in den Post reinschreiben, wenn das Ding online geht. Geht euch die Jungs anhören, da ist richtig dufte und harte, gute Musik und wie gesagt, nochmal danke an dich und ich würde sagen, wir hören uns nächstes Mal, ich weiß noch nicht auf Luxemburgisch oder Englisch, kein Plan, aber wir hören uns auf jeden Fall wieder. Und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal an Gero fürs Mitmachen und bis bald, würde ich sagen. Danke, ciao. Bis dann.